in unsere Predigt. Gott kann nichts erschüttern, wir wollen dir vertrauen, haben wir gesungen. Wir haben letzte Woche gestartet in eine neue Predigtserie, die heißt Glaubenshelden. Sabrina hat uns schon mit reingenommen in einer von den Glaubenshelden, die uns im Hebräerbrief aufgelistet sind, und zwar der Gideon. Heute werden wir es vom Abraham in sein Leben hineinschauen, warum er als Held vom Glauben genannt wird. Und es kommen noch ganz viele weitere, könnt ihr euch darauf freuen, das wird mega spannend. Ich habe mich gefragt, was macht denn eigentlich so ein Glaubensheld aus? Da stellt sich zuerst einmal die Frage für mich, was heißt das eigentlich, zu glauben? Was bedeutet Glauben für dich? Der Verfasser vom Hebräerbrief, der hat uns im ersten Vers vom 11. Kapitel wie so eine Definition vom Glauben gegeben. Er zeigt auf, was Glaube ist. Und da lesen wir in Hebräer 11, Vers 1, stellt er die Frage, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Für mich wird das erste Mal deutlich, Glaube hat mit Zukünftigem zu tun. Es geht um das, was auf uns wartet, die heilvolle Zukunft bei Gott. Aber der Vers zeigt auch, Glaube hat mit unsichtbaren Sachen zu tun. Als Glaubender rechne ich mit der Realität von dem unsichtbaren Gott. Und damit ist automatisch auch Glaube eine Sache von der Gegenwart. Nicht nur von der Zukunft, sondern von hier, jetzt und heute. Gott ist Realität. Er hat gesagt, er ist da, auch jetzt, in dem Moment. Egal, ob da bei dir im Saal oder auch daheim bei dir im Livestream in der Wohnung. Er ist da. Jesus selber hat es versprochen, Matthäus 28. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und davon dürfen wir ausgehen. Er ist da. Er ist Realität. Er ist gegenwärtig. Das Spannende ist, in unserer Alltagssprache verwenden wir das Wort Glaube ja auch, aber ich merke immer völlig anderen Sinn, wie er biblisch gemeint ist. Oft eher im Sinn von unsicherem Wissen. Ich glaube, es wird heute schneien. Ich weiß es nicht. Ich vermute es vielleicht. Ich glaube, morgen wird das und das sein. Wir haben also manchmal so eine Begrifflichkeit, wo wir Glauben verwendet, wo aber etwas sehr Unsicheres, Ungewisses ausdrückt. Und viele Menschen übertragen das jetzt auf den christlichen Glauben. Der Vers aus dem Hebräerbrief, den wir gelesen haben, der zeigt aber, christlicher Glaube ist keine vage Vermutung. Es geht nicht um Zwehrweise. Ein Glaubender zu sein, bedeutet, eine feste Überzeugung zu haben. Nicht, ich denke, ich vermute das, ich hoffe das, sondern ich habe eine feste Überzeugung. So ist es. Wenn wir mal vom Hebräerbrief weggehen und schauen, was eigentlich wie Glaube erwähnt wird, lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 4. Da heißt doch, viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Also Glaube ist zuerst mal auch, hat mit Zugehörigkeit zu tun. Sie kamen zum Glauben an Jesus Christus. Die Formulierung, wo viele verwendet, gläubig werden, bringt zum Ausdruck, dass jemand zum christlichen Glauben konvertiert ist. Es hat aber auch mit Glaubensinhalt zu tun, das lesen wir in Römer 10. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden.
Formulierungen wie Glaube, das, die zeigen uns, dass Glaube durchaus mit einzelnen Glaubensinhalten zu tun hat. Es ist also nicht unwesentlich, was ich denn eigentlich glaube. Und der Paulus erwähnt da ganz speziell zum Beispiel die Auferstehung von Jesus Christus. Dass er tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und er meint nicht, so wie du vom Wetter vielleicht redest, ich glaube, dass es schneit, wo du dir nicht sicher bist, sondern er glaubt es, weil er gewiss ist. Und das ist wie, Glaube bedeutet eigentlich es Fürwahrhalten. Fürwahrhalten von bestimmten geistlichen Wahrheiten, aber auch von geschichtlichen Ereignissen, wie zum Beispiel von der Auferstehung von Jesus Christus. Und dann lesen wir in Römer 3, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Also ich merke, Glaube hat mit Beziehung zu tun. Ich glaube an etwas, an jemanden, an Jesus. Die Formulierung Glauben an zeigt mir, dass Glaube das Eingehen von einer Bindung ist, von einer Beziehung ist. Glaube heisst, sich mit Jesus zu verbinden. Es ist ein Beziehungsgeschehen. Das Wort Aman im Hebräischen heißt Glaube und das bringt zum Ausdruck, das heißt eigentlich so viel wie Vertrauen, um treu zu sein. Und das ist eine ganz zentrale Stelle und die führt uns zu unserer Person, wo wir es heute davon haben, von Abraham, 1. Mose 15, da heißt, Abraham hat Gott geglaubt. Er hat ihm vertraut. Er hat gesehen, dass Gott zuverlässig ist. Ich glaube dem Gott. Ich vertraue ihm völlig. Der Gott ist zuverlässig. Ja, was macht ein Glaubensheld aus? Ich habe für heute Morgen ein paar Punkte zusammengestellt. Dürfen Sie noch nicht erschrecken, es geht bis zur Zahl 7. Bei der einen gehen wir schnell durch. Aber mir sind die wichtig, euch mal aufzuzeigen, was eigentlich so ein Glaubensheld ausmacht. Beim Abraham sehen wir, ein Glaubensheld geht mutig voran. Glaubensheld macht Schritt im Glauben. Wie hat denn all das angefangen beim Abraham? Viele kennen die Geschichte schon seit Kindheitstagen, aber wir wollen uns erinnern, was passiert ist. Wie hat es angefangen, die ganze Geschichte mit Abraham? Der Start ist, dass Gott geredet hat. Gott hat ins Leben vom Abraham hineingesprochen. Das Abenteuer Glauben, das fängt nicht mit unserem eigenen Willen an, nicht mit einer Begeisterung für Gott, sondern mit dem, dass Gott redet. Damit fängt Glaube an. Und da lesen wir gerade bei Abraham im 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Gott verheißt ihm jetzt in dem Text vier Sachen. Zum einen verheißt Gott ihm ein Land, ein Ort zum Leben. Und das ist für den Abraham etwas Besonderes gewesen, weil er ein umherziehender Nomad war. Gott verheißt ihm als zweites, dass er Nachkommen wird haben. Gott wird aus ihm ein großes Volk machen. Für uns übertragen heißt das, Gott verheißt ihm, dass sein Leben Bedeutung wird haben. Bedeutung für viele Menschen, die nach ihm kommen. Und wir stellen heute fest, auch für uns hat das Leben von ihm
immer noch Bedeutung. Als drittes hat Gott ihm versprochen, dass er unter dem Segen von Gott leben darf. Dass die wohltuende Zuwendungen von Gott sein Leben werden erreichen und werden prägen. Und das letzte Versprechen, Gott verspricht Abraham, dass durch ihn, durch sein Leben auch andere Menschen die wohltuende Nähe von Gott in ihrem Leben werden erfahren. Und das ist eine gewaltige Zusage. Gewaltige Zusage für den Nomad Abraham, der ständig unterwegs war, rund 2000 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam. Eine gewaltige Zusage, aber auch eine Herausforderung. Das alles ist ihm nur geschenkt, wenn er sich darauf einlässt. Wenn er Neues wagt. Wenn er Altes und Vertrautes loslässt und sich mit Gott auf den Weg macht. Wir sehen auf einer Karte den Weg vom Abraham. Er musste seine Familie hinterlassen. Ein Stück sind sie noch mitgegangen, der Vater ist dann gestorben in Haran. Aber er hat die Familie zurückgelassen. Und er hat dort mal lebenswichtige Verbindungen getrennt und ist dann 1500 bis 2000 Kilometer unterwegs gewesen. Bis in das Gebiet Kanaan. Und das ist nicht wie für uns heutzutage so eine 2-Tages-Reise mit dem Auto. Das ist viel länger gegangen. Eine lange, beschwerliche Reise hat er auf sich genommen. Und zwar in eine völlig unsichere Zukunft. In völlig unbekanntes Land. Er war noch nie dort gewesen. Er hat nicht gewusst, was ihn dort erwartet. Er musste loslassen und sich darauf einlassen. Und der Hebräerbrief, der erzählt uns dann auch, was der Grund dafür ist, dass er die Reise auf sich genommen hat. Im Hebräer 11, Vers 8, da heißt dann, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Der Abraham Gott, er hat Gottes Stimme gehört und gehorcht, im Vertrauen auf Gott. Und so fängt das Abenteuer Glaube bei ihm an. Es gibt immer wieder Leute, wo sich so auf Gott völlig einlösen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt zum Beispiel auch einer der ersten China-Missionare, Hudson Taylor, wo im Vertrauen auf Gott mutig in das Landesinnere von China gegangen ist, aber hat nicht gewusst, was eigentlich auf ihn wartet. Ein Schritt ins Ungewisse. Bei dir sind das vielleicht kleinere Schritte, nicht so große Schritte bis nach China, aber Schritt, wo ich noch nicht weiß, was eigentlich die Zukunft bringt. Was kommt da auf mich zu? Ein glaubender Ziel bedeutet, Gottes Wort Glauben zu schenken. Ihm zu vertrauen und dann mutig loszugehen. Manchmal auch gegen unsere menschliche Vernunft. In dem Vers 9 steht, im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder. Ich will dich ermutigen in deinem Leben, egal wie es im Moment aussieht. Egal, wo die nächsten Schritte dich hinbringen, Gott zu vertrauen. Ihm Glauben zu schenken. Und im Glauben mutig Schritt zu gehen. Das Zweite, was ich beim Abraham sehe, ist, dass Glaubenshelden eben Gott vertrauen. Der Abraham und auch all die anderen Glaubenshelden vertrauen Gott. Er hat sich völlig auf Gott eingelassen. Und jetzt
ist ganz wichtig, dass wir sehen, Gott vertrauen heißt nicht, dass ich meinen Verstand muss abschalten. Dass ich naiv handle. Abraham hat sogar zweifelt. Er hat sich nicht vorstellen, dass das, was Gott versprochen hat, wirklich kann passieren, oder wie das kann passieren. Er hat sich rational nicht erklären. Und so passiert es, dass wir lesen im 1. Mose 15, nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, was willst du mir geben? Wow. Gott, wo ihm eigentlich die Fülle versprochen hat und ihm alles. Gott, was willst du mir eigentlich geben? Wie kann das aussehen? Und dann sagt er, ich gehe dahin ohne Kinder. Er hat noch kein eigenes Kind gehabt. Aber Gott hat ihm schon lange versprochen, dass er Kind und Nachkommen wird haben. Er hätte sich nicht vorstellen können. Wie soll das passieren? Wie stellt sich Gott das vor? Was willst du mir schon geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Das heißt, es blieb ja niemand anders übrig. Wer soll es erben? Mein Knecht wird es erben. Und der Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und so bastelt er sich die Verheißung Gottes zurecht. Okay, Gott, du hast gesagt, ich werde viele Nachkommen haben, dann muss halt, der Eliezer muss halt all das erben und dann geht es weiter. Aber das sind nicht die Gedanken von Gott gewesen. Und es ist spannend, wie Gott auf den Abraham reagiert. Wenn du die Geschichte mal liest, dann stellst du fest, dass Gott am Abraham nicht mit Vorwurf begegnet. Er sagt nicht, du Abraham, ich hätte eigentlich mehr von dir erwartet. Ich bin enttäuscht von dir, ob du wirklich der Richtige bist für das Abenteuer, das ich mit dir vorhabe. Nicht vor all dem, kein Vorwurf, sondern Gott wiederholt sein Versprechen. Er sagt es ihm einfach nochmal. All das, was er ihm schon mal gesagt hat. Und dann lesen wir, und siehe, der Herr sprach zu ihm, er, also der Eliezer, soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, Kopf hoch. Er hat Abraham gesagt, Kopf hoch, aber nicht in dem Sinn, wie wir das manchmal sagen, so eine billige Vertröstung. Kopf hoch. Sondern er hat gesagt, schau zum Himmel. Schau. Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und dann steht's, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Trotz all seiner Zweifel, trotz all seinem, wie soll das eigentlich funktionieren? Als er das Versprechen wieder hört von Gott, er glaubt ihm. Trotz allem vertraut er mehr als sich selber. Abraham hat Gott geglaubt. Das Vertrauen ist jetzt wieder da. Er sagt ihm im Prinzip, ich lege meine Hand in deine Hand. Ich gehe weiter auf dem Weg, wo du mich führst. Ich vertraue dir. Weil du Gott bist, will ich dir vertrauen. Auch da, wo meine Erfahrungen und die Fakten, die ich sehe, völlig eine andere Sprache reden. Gott, ich vertraue dir. Wo fällt es dir schwer, Gott und seinem Wort zu vertrauen? Dich ganz auf ihn einzulassen?
was könnte dir heute vielleicht helfen, Gott wieder ganz neu zu vertrauen, dich ihm auszuliefern? Auch wenn alles um dich eine andere Sprache hat. Wenn die Fakten, die du siehst, anders aussehen. Glaubenshelden vertrauen. Und das Dritte, was wir sehen, Glaubenshelden erleben Gottes Handeln. Der Abraham, der erlebt, wie Gott sein Versprechen einhaltet und ihm dann später einen Sohn schenkt. In Hebräer 11,11 lesen wir dann: Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war. Spannend, oder? Die ist unfruchtbar gewesen. Hat kein Kind können bekommen. Und sie haben sich lange Jahre gefragt, wie soll das überhaupt gehen? Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, und jetzt ist auch noch spannend, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war. Eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Vorausgegangen ist, er hat Gott vertraut. Er ist mutig, gehorsam vorangegangen und er erlebt dann sein Wirken. Und Gleiches gilt auch für uns heute. Wer Gott vertraut, wer mutig Schritt geht, wird erleben, wie er seine Zusagen einhaltet und handelt. Das Vierte, was ich beim Abraham sehe: Glaubenshelden nehmen Nachteil in Kauf. Er hätte einen grossen Preis müssen in Kauf nehmen. Er hat seine ganze Heimat verloren. All das, was ihm bekannt war, gewohnt war, seine Familie hinter sich lassen und in dieser Fremde zu leben. Hebräer 11: Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Das ist ein krasses Vertrauen, oder? Du gehst einfach mal los. Aber er hat viel in Kauf genommen. Glaubende zu sein bedeutet, im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf Gottes Reden gehorsam zu sein. Und das kann menschlich gesehen auch Nachteil bringen. Und beachte, menschlich gesehen Nachteil. Gott hätte Abraham überreich beschenkt, so reich, wie er sich es nicht hätte vorstellen können. Aber er hat menschlich gesehen müssen Nachteil in Kauf nehmen. Und was ich beim Abraham auch noch sehe: Glaubenshelden schauen führen. Da lesen wir im Hebräer 11 wieder: Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, also vor all den Glaubenshelden, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, und das ist jetzt auch spannend, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Selbst der Abraham hat das, was Gott zugesagt hat, dass er nachkommen wie Sand am Meer wird haben, nicht selber erlebt. Er hat sich auf Gott eingelassen, hat ihm vertraut. Aber er hat während seiner Lebenszeit noch nicht erlebt, was wir heute wissen, was für ein großes Volk aus ihm eigentlich entstanden ist. Wie viel Nachkommen das er hat und hat. Aber selber hat er es nicht erlebt. Glaubenshelden erleben nicht alles, was Gott zugesagt hat, und glauben und vertrauen trotzdem. Ein Glaubensheld bedeutet für mich also zu sein, nicht auf die Welt fixiert sein.
nicht auf mein Erleben, auf meine eigene Beschränktheit fixiert sein, sondern auf das zu schauen, was uns erwartet. Das Ziel von der ewigen Gemeinschaft mit Gott in der Vollendung. Und dass er all seine Zusagen, seine Verheißungen wird wahrmachen, auch wenn ich es noch nicht erlebe. Und dann lesen wir in Hebräer 11, diese alle, also all die Glaubenshelden, haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Das heißt, wir dürfen alle Anteil haben an dieser Erfüllung. Und noch ein weiterer Punkt, wo wir beim Abraham sehen, Glaubenshelden müssen nicht perfekt sein. Und das ist jetzt spannend, wenn man sein Leben anschaut. Wir denken manchmal, ja, wow, Glaubenshelden, so groß, da komme ich nie dran her. Das sind gewaltige Persönlichkeiten gewesen. Wenn wir ja die Glaubenshelden in der Bibel oder auch so Glaubenshelden aus der Kirchengeschichte von ihnen lesen, dann kann man sich manchmal fragen, bin ich mit meinem Kleinglauben, mit meinen vielen Fehlern und Schwächen überhaupt gut genug für den Gott? Und jetzt sehen wir bei all diesen Glaubenshelden, wo du siehst im Hebräerbrief in der Bibel, all die da erwähnt sind, haben ihre Schattenseite gehabt. Und auch der Abraham ist nicht perfekt gewesen. Was sind die Schattenseiten in dem Leben vom Abraham gewesen? Da gibt es ein paar. Es ist nicht lange her gewesen, dass er in Kanaan eingetroffen ist. Und was passiert? Er muss wegen einer Hungersnot auf Ägypten. Sie haben nichts mehr zum Essen. Es treibt sie auf Ägypten, um dort Schutz zu suchen und Nahrung zu bekommen. Und was macht der Abraham? Als allererstes stiftet er seine Frau zu Halbwahrheiten an. Eigentlich zum Lügen. Weil sie so schön war, hat er Angst gehabt um sein eigenes Leben. Hey, wenn die sehen, wie schön die ist, die bringen mich um. Die wollen die Frau haben. Also hat er gesagt, du Sarah, sag doch einfach, dass du meine Schwester bist. Sag nicht, dass du meine Frau bist, sonst lebe ich nicht mehr lang. Er hat Angst bekommen. Sag einfach, du bist meine Schwester. Es ist nur eine Halbwahrheit gewesen, weil sie ist tatsächlich seine Halbschwester gewesen. Sie haben den gleichen Vater gehabt, aber nicht die gleiche Mutter, der Abraham und Sarah. Aber es ist nicht die vollkommene Wahrheit. Die Angst hat ihn getrieben. Und so kommt es, wie es kommen muss. Ausgerechnet der Pharao von Ägypten sieht die Frau und findet sie attraktiv. Verguckt sich in die und holt sie in sein Haus. Es ist Gnade von Gott, dass Gott mit dem Pharao redet, ihm aufzeigt, dass etwas nicht stimmt. Die Lüge vom Abraham aufdeckt, was der Abraham da gespielt hat. Und der Pharao gibt ihm seine Frau zurück, versorgt ihn mit allem, dass ihm nichts mehr mangelt. Und jetzt müssen wir fragen, in all dieser Geschichte, zeichnet sich der Abraham dort mit einem besonderen Gehorsam oder besonderen Glauben aus? Nein. Menschlich gesehen muss man sagen, der hat doch total versagt. So viel Zusagen von Gott, so viel schon erlebt mit Gott, aber er versagt. Er hat mehr Angst vor diesen Menschen als die Sicherheit in Gott zu haben. Der Glaubensheld Abraham versucht da mit Halbwahrheiten, eigentlich mit Lügen, einem Problem aus dem Weg zu gehen, ohne auf Gott zu vertrauen. Und das geht dann schief. Aber zu sehen, wer ist in dieser Geschichte treu?
Wer ist in dieser Begebenheit treu geblieben? Es ist Gott. Und spannenderweise, wenn du die Geschichte von Abraham weiterliest, passiert dem Abraham genau das Gleiche nochmal. In einer anderen Situation wieder, dass er seine Frau als seine Halbschwester ausgibt, weil er Schiss hat. Und selbst da ist Gott treu. Obwohl der Abraham wiederholt der Fehler passiert, verliert Gott nicht seine Geduld und geht weiter mit ihm. Und dann ist spannend auch zu sehen, wir schauen ja gerade an, dass der Abraham auch nicht so perfekt war. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Abraham, der ist 75 gewesen, als er rausgerufen worden ist aus seinem Land. Die meisten sind da unter 75. Selbst in höherem Alter kann Gott zu dir reden. Das heißt nicht, wenn du 75 oder 80 bist, dass dein Leben abgeschrieben ist. Dass dein Leben gelebt ist. Gott hat noch etwas Großes vorgehabt mit ihm. Und er hat gesagt, geh aus deinem Vaterland und sagt ihm, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, zum 75-jährigen Mann. Du sollst nachkommen wie Staub auf der Erde haben, Sterne am Himmel. Aber seine Frau, Sarah, ist immer noch kinderlos. Und jetzt kommt seine Frau auf die Idee und steckt ihn an mit der Idee, Gott so ein bisschen nachzuhelfen. Also Gott hat ja die Verheißung. Du wirst Nachkommen haben. Wenn ich halt kein Kind bekomme und wenn Gott es nicht zustande bringt, dann helfen wir ein bisschen nachher. Und sie gibt ihm die Magd als Frau. Und er zeugt mit der Magd, mit der Hagar, der Ismail, eine ägyptische Magd. Sarah gibt ihm die, und als der Ismail geboren ist, ist der Abraham 86. Als er 99 wird, tut Gott den Bund mit ihm nochmal neu erneuern und gibt ihm einen neuen Namen. Bisher hat er Abraham geheißen, jetzt heißt er Abraham. Und die Verheißung, dass Sarah einen Sohn wird haben, ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Und dann kommt ein Moment, Abraham 100, wo er anfängt zu lachen. Ich bin 100. Da kann man doch nur lachen, oder? Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Was soll das? Sind ihr auch schon mal in einer Situation gewesen, wo ihr denkt habt, das glaub ich nicht. Das geht nicht. Ich habe das DIN A4-Blatt. Und wenn ich euch sage, ich schneide ein Loch drin, dass ich ganz mit meinem Körper durchsteigen kann, denkt vielleicht auch viele, vergiss es. Es geht nicht, Dani, also wir sehen deinen Bauch. Bis dann funktioniert es vielleicht, nachher hört es auf. Und wenn ich da versuche, ein Loch reinzuschneiden, dann muss ich sagen, wahrscheinlich geht es nicht, weil ich passe nicht einmal mit dem Kopf durch. Und das reißt. Und muss man sagen, wie soll man durch ein DIN A4-Blatt eigentlich durchpassen? Und das denkst du nur, bis du es dann wirklich erlebt hast und siehst. Denn ich habe ein DIN A4-Blatt vorbereitet und Besonderes eingeschnitten. Und wenn du das dann auffaltest, ist es immer noch das gleiche DIN A4-Blatt.
und du denkst, nein, durch ein DIN A4-Blatt durchsteigen geht nicht. Und ich kann euch sagen, selbst mein Bauch passt durch. Und so gibt es Situationen in unserem Leben, wo du denkst, nein, sorry, geht nicht. Gott hat ganz andere Möglichkeiten. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Aber der Abraham hätte sich nicht vorstellen und lacht. Und dann heißt es an dieser Stelle, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Nein. Wenn Gott das sagt, auch wenn es nicht in meine Vorstellung hineinpasst, er macht all seine Verheißungen wahr. Da ist felsenfest Verlass drauf. Und schließlich wird Sarah tatsächlich schwanger und der Abraham nennt seinen Sohn Isaak. Und trotz all seinem Versagen, all seiner Zweifel, wird er als Vorbild vom Glauben angeführt. Und schaut, wie entlastend das kann sein. Zeigt es doch, bei Gott brauchst du keine perfekte Biografie. Manchmal versuchen wir, perfekt zu sein, aber schaffen das vielleicht äußerlich, andere zu sehen, zu zeigen. Aber innerlich weißt du, das ist nicht so. Ich bin nicht perfekt. Was lerne ich vom Abraham? Ich lerne, dass auch Gott dass Menschen mit großem Glaubensmut nicht davor gefeit sind, dem Schutz und den Verheißungen von Gott zu misstrauen. Selber wollen nachher helfen, dass das eintrifft, was Gott versprochen hat. Und gleichzeitig lerne ich, dass das auch gar nicht notwendig ist. Wir müssen Gott nicht unter die Arme greifen. Es kommt nicht auf das drauf an, was du tust, sondern auf das, was er tut. Er macht seine Verheißungen auch so wahr. Und er macht sie selbst dann wahr, wenn wir ihm ins Handwerk pfuschen. So treu ist unser Gott. So gewaltig gut ist er. Er kann auf krumme Linien gerade schreiben. Auch wenn dein Leben nicht perfekt ist und nicht perfekt aussieht. Auch du kannst mit deiner brüchigen Biografie und deinem Versagen ein Glaubensheld sein. Und das führt mich zum letzten Punkt, jetzt sind wir schon bei der Nummer 7. Glaubenshelden sind Menschen, die vor Gott gerecht sind. Beim Abraham haben wir gelesen, Abraham glaubte dem Herrn und dann heißt es, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Es ist der Glaube, durch den der Abraham, aber auch wir heute vor Gott dürfen gerecht gesprochen sein. Und dann lesen wir in Römer 3, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird. Und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Und in Hebräer 11, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Manchmal versuchen wir das doch. Durch Leistungen. Gott, bin ich nicht gut. Ich kann mir auf die Schulter klopfen. Habe ich gut gemacht, oder? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Es gibt viele Christen, die denken, dass man einen besonders festen Glauben braucht. Ein besonders starker Glaube notwendig wäre. Ein Glaube frei von Zweifel, von Ängsten, von Anfragen, dass man die gerade im Keim ersticken sollte. Aber ganz ehrlich, wer könnte so glauben? Aber beim Abraham, dem Glaubensheld, sehen wir, dass es das all das gegeben hat. Und das Spannende ist, sein Glaube langt. Der Hudson Taylor hat gesagt, von dem wir vorher mal geredet haben, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Es kommt nicht auf die Größe von deinem Glauben an, sondern dass du glaubst, wir haben einen großen Gott.
Ihm ist alles möglich. Ein Glaubensheld sein bedeutet keineswegs nicht Fragen zu haben. Zweifelfrei zu sein oder vernünftige Einwände zu haben. Es bedeutet, ein Glaubensheld zu sein, auf den grossen Gott zu schauen. Seinem Reden zu vertrauen und alles, aber wirklich auch alles von ihm zu erwarten. Nicht zu denken, ich schaffe es ja schon allein. Von ihm erwarten. Und die Bibel wird uns mit diesen Erfahrungen von solchen Menschen, die sie gemacht haben mit Gott, mit diesen Erfahrungen ermutigen. Ermutigen, unseren Weg ganz entschieden und fröhlich weiterzugehen, und zwar im Vertrauen auf unseren Herrn. Abraham, sein Glaube, in meiner Vorbereitung habe ich gemerkt, das ist für mich wieder ein Vorbild geworden. Aber Vorbild für alle, die glauben. In Römer 4 steht, die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Auch dir wird dein Glaube angerechnet werden. Du musst nicht perfekt sein. Aber ich ermutige dich zu sehen, wie gewaltig gut Gott ist. Wie großartig er ist und dass er immer ans Ziel kommt, dass seine Worte immer der Wahrheit entsprechen und er schaut, dass seine Verheißungen, seine Versprechungen auch erfüllt werden. Du kannst Gott völlig vertrauen. Amen.